geht's! Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fahrt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli, los geht's! Der Baby, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli, los geht's! So, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Ein kleines rotes Traktörli. Ah, ein Seil. Ein Seil wäre nicht schlecht. Das kann man immer gut brauchen. Hoi, kleines rotes Traktörli. Ja, wer haben wir denn da? Hoi. Hi, Paul. Was ist? Haben ihr schlechtes Wetter, hä? Uns will einfach niemand. Ja, ihr könnt ruhig mir und dem kleinen Traktörli ein bisschen helfen. Woher musst Wir müssen in die Eselsweide ein paar Sachen flicken. du? So weit. Super. Recht ungewohnt, so richtig geheimnisvoll. Ich wollte, dass es eine Überraschung ist. Genauso wie ich ihn gesehen habe. Habe ihm schon ein Trainingsprogramm zusammengestellt. Bin gut gefahren damit. Gut, da wären wir. Achtung! Tata! Da sind wir li. Voilà! Grauer Blitz, mein neuer Rennpferd. Ein Ross? Ich habe ihn heute Morgen getroffen. Ich habe ihn gesehen und da habe ich gerade gewusst, er ist ein Siegertyp. Ja, ich habe gemeint, das sei ein Mensch, aber nein, das geht doch gar nicht. Mein Trainingsprogramm ist für Menschen. Ist da wirklich so ein grosser Unterschied? Dir meint jetzt einfach, was das Training mit beiden Beinen so anbelangt? Ja, das meine ich. Sie nehmen ihr Trainingsprogramm und verdoppeln es dann. Sehr ungewohnt, aber ein Versuch ist es wert. Ups! Hoi, Sophie. Warum weißt du, wie sie heisst? Das kleine Traktörli und ich haben dir eben schon viel geholfen. Ja, gut, das ist, glaube ich, nicht allzu schwierig. Wenn wir mal den Baum hier weg haben, dann ist es für uns 3 eine kleine Sache, bis wir das Mühle wieder geflickt haben. Für uns 4. Balti? Was machst denn du da? Schaffen dann? Also, so in der Freizeit. Der Walti hat uns gefragt, ob wir kommen. Oh, ein guter Sophie. Oh, sie schaut so traurig. Ja, seit der Bruno ab ist, geht's ja nicht mehr gut. Der Bruno? Der andere Esel, der hier auf der Weide war. Er ist ab, übers kaputte Mühle. Und du hast immer noch keine Ahnung, wo er ran ist? Kein Schimmer. Aber sicher nicht weit. Der Bruno läuft ja überhaupt nicht gern, weißt du? Eigentlich, am liebsten steht er einfach nur umeinander. Ja, also gut. Ich glaube, das Beste, um einen grauen Blitz ein bisschen Kraft zu trainieren, machen wir gerade mal ein Kurzstreckenrennen. Menschen gegen Ross. Auf los geht's los, Zimmerli. Achtung! Fertig! Los! Los, los, grauer Blitz! Los, Gang! Ja, glaube ich, gewonnen. Nicht gerade Fotofinish, aber... Ja. Aber nur, weil Sie einen guten Start verwünscht haben. Der Graublitz ist, glaube ich, überhaupt nicht Der gestartet. Graublitz wird gönnen, ich sag's Ihnen. Aber vielleicht steht er ja mehr auf Langstrecke. Ja, in diesem Fall probieren wir es mit der anderen Trainingseinheit. Alles auf die Seite stehen. Also, kleines rotes Traktörli. Los geht's. Los, komm. Gib ihm, kleines rotes Traktörli. Ja, sehr gut. Er bewegt sich. Ja! Ja! Ah, gut gemacht, Kollege. Oh, musst keine Angst haben. Dem Bruno geht sicher gut, wo er auch ist. Das Ziel dieser Einheit ist, dass man in ihrer vorgegebenen Zeit möglichst weit kommt. So, Grauer Blitz, ich will, dass du während 30 Sekunden so schnell rennst, wie du nur kannst. Auf die Plätze! Fertig, los! Willst du jetzt echt laufen, Bub? Ich weiss, dass du das kannst. Komm, Gang! Los, Gang! 10 Sekunden. Gib ihm, grauer Blitz, gib ihm! Bewegt. Haben Sie das gesehen? Hat sich bewegt. 20 Sekunden. Bist ein Schätzli-Bub, gell? Mach einen Schritt, los, komm! Noch ein bisschen weiter, bitte! Und 30 Sekunden. Die Zeit ist um. Und? Wie viel hat er gemacht? Nach meiner Berechnung kein Millimeter. Ja, ist nicht so schlimm, du, mein Blitz. Ich weiss, du hast alles gegeben, was du hast können. Also wisst ihr, wenn ihr mich fragt als erfahrener Athlet, dann kann ich nur beurteilen, ob jemand Talent hat oder nicht. Und unglücklicherweise muss ich sagen, der Graublitz hat Käse. Psst, Zimmi! Das entmutigt. Ja, excuse, du, Blitz. Abgesehen davon, es ist nicht sein Fehler. Ich glaube, wir haben seine Disziplin noch nicht gefunden.
Ja, aber das Rennen sagt ihm, glaube ich, wirklich nicht zu. Überhaupt zu bewegen, wenn es mir dünkt. Ja, stimmt. Vielleicht ist er eben kein Renner, sondern ein Springer. Los, bauen wir ein paar Hindernisse. Ja, aber vielleicht ist es ja einfach nur ein Steher oder so. Haha, das hat er dann gut gemacht. Hast du gesehen, Oli? Hat doch gesagt, es sei keine Hexerei. Stimmt. Es war ganz einfach. Oh, aber sie ist immer noch so traurig. Eben. Ich habe gemeint, der Bruno sei jetzt nicht mehr wieder da. Ich dachte, zum Mittag kriegen wir schon wieder einen Frisstoff fürs Leben gern. Wir müssen einen Hauken suchen. Oh ja, dürfen wir, Paul? Ja klar dürfen ihr. Und ich bin sicher, das Kleinrot-Traktöhrli freut sich auch, wenn es seinen alten Freund Bruno wieder sieht. Ich spür's, das kommt gut jetzt. Also ich muss sagen, ich glaube auch nicht dran, wenn sich der Graublitz nicht bewegt. Wie kommt er überhaupt über das Hindernis, sondern soll drüber springen? Oh, die ewigen Zweifler. Musst nicht auf ihn hören, du mein grauer Blitz. Ich weiß, du bist der Beste. Wir werden parat, wenn Sie auch wollen. Also, auf die Plätze, fertig, los. Was ist? So hupen Sie doch normal. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir die Übung abbrechen, oder nicht? Was machen Sie denn auch nur? Excuse. Oh, das ist es. Vielleicht gefällt meinem grauen Blitz der Ton von dieser Hupe nicht. Ich bin gerade wieder zurück. Bruno! Bruno! Er ist wirklich einfach nie ein Paul. Ja, jetzt fahren wir noch bis zum Wirtshof. Und wenn wir ihn bis dort immer noch nicht gefunden haben, dann suchen wir auf der anderen Seite von der Eselsweide. Ist gut. Nur darum bin ich nie ein Berufsathlet geworden. Man muss sich entscheiden. Und ich habe mich entschieden für die Familie. Schon wieder da. Ich glaube, das, was ich in meiner Hand habe, ist der Schlüssel, der uns führt zum versteckten Talent vom grauen Blitz. So ganz sicher auf die Seite hat Zimmeli, so dass mein Hengst schön Platz hat. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, mach doch, grauer Blitz. Bitte. Kehren wir jetzt da wieder um, Paul? Ich glaube schon. Also gut. Dann gehen wir halt noch ein bisschen weiter, bevor wir umkehren. Sehen Sie, was habe ich gesagt? Ein Rennpferd. Das glaube ich ja fast nicht. Nur ein kleines Wörtchen hat noch gefehlt. Bitte. Meint ihr, er findet wieder zurück? Oh nein. Mein grauer Blitz kennt doch den Heimweg nicht. Kommen Sie, Herr Zimmerli, wir müssen ihn ganz schnell einfangen. Wow, das ist nur gekommen, weil das kleine rote Traktor im gerufen hat. Komm schön, Bruno. Schau das feines Rüebli. Ah, da bist du ja grauer Blitz. Babs? Ah, noch in den Tacken, dass du ihn gestoppt hast. Was für ein grauer Blitz. Von was redet Sie überhaupt? Ja, sie haben den grauen Blitz gestoppt. Wer weiß, wo wir noch gelandet wären. Der ist ab wie der Blitz. Du, mein lieber grauer Blitz, da bist. Von was redet ihr zwei überhaupt? Was ist der graue Blitz? Das ist der graue Blitz. Mein neuer Rennpferd. Das ist kein grauer Blitz. Das ist der Bruno. Und auch kein Ross. Er ist ein Esel. Was? Ein Esel? Ja, er ist abgehauen, oben von der Eselsweide. Wir können ihn heimholen. Sie meinen, er kann nicht da bleiben bei mir? Nicht traurig sein, Herr Wirz. Sie dürfen ihn immer besuchen. Natürlich, kein Problem. Auf der Eselsweide sehen wir freiwillige Helfer sowieso immer gern. Ja, in dem Fall ist es Zeit für mich zum Adieu sagen. Ciao, dein Graue. Ich mein, mach's gut, Bruno. Sag Paul, wie bringst du den Bruno zurück auf die Weide? Für das ist das Kleinrot-Traktöhrli zuständig. Ja, hallo, kleines Rot. Bruno! Hoho, die haben ihn gefunden. Also eigentlich er uns. Das kleine Traktor hat gekuppelt und schon ist er zu Rennen gekommen. Und er alles hinter uns her. So gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Danke vielmals. Ich danke euch herzlich für eure Hilfe. Und einen speziellen Dank gehört dir, kleines rotes Traktöhrli.